Den 13. Oktober huet den Herr Minister Feier am Numm vun unserem Land Dachdemisakkoren ënnerschriwen, die mat enger Reihe vun internationale Partner, Staaten und Weltraumagenturen aufgeschlossen goufen. Darunter auch die Vereinigten Staaten von Amerika, für die den Administrateur der NASA Herr Bridenstine unterschrieben hat. Diese Akkorde betreffen eine Reihe von Prinzipien, die zusammenarbeit am Weltraumsektor sollen regeln. Wir als ADR begrüßen am Prinzip, wenn wir Akkorde aufschließen, die uns im Weltraumsektor neue Möglichkeiten aufmachen und uns erlauben, uns auch international an dem Sektor weiter zu profilieren. Es stellen sich aber am Kontext von den Akkorden eine Reihe von konkreten Fragen. Ich will die auf 5 Kategorien hier abteilen. Erstens die letztendlich internen Fragen und Prozeduren. Das ist ein Akkord als ein internationales Aufkommen, weil ja auch eine Reihe von Staaten unterschrieben hat, auch der Fall hat am Namen von Lützeburg unterschrieben. Die ist froh, also selbstverständlich, wenn die Chamber die Akkorde für sie zu ratifizieren. Zweitens, an der Präambel, wo den Artemis-Akkord stehen eine ganze Reihe von internationalen Aufkommens, die da abgezählt sind. Froh ist, wie von diesen Akkorden müssen wir als Staat beitreten, für das wir konform sind zu dem Akkord. Aber was sind die Inzidenzen von den Artemis-Akkorden auf als Weltraumlegislation aus dem Jahr 2017? Zweiten Bereich, die internationale Zusammenarbeit. Es ist aufgefallen, dass die Artemis-Akkorden zwar von einer ganzen Reihe von Staaten unterschrieben wurden, aber nicht von China und nicht von Russland. Es ist also die Frage, wie soll sich die Zusammenarbeit mit den Staaten am Weltraum in Zukunft artikulieren? Besteht noch eine Möglichkeit, die Staaten mit zu assoziieren, oder kriegen wir ein Szenario von einer neuen kalten Kriegsdecke am Weltraum, weil fundamental einer Wühen da oben stoßen? Drittens. Die Relation zwischen dem Artemis-Akkord und dem Outer Space Treaty von 1967. Den Artikel 2 vom Weltraumvertrag vom 27. Januar 1967 sieht, l'espace extra-atmosphérique, ich zitiere hier die französische Version, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation, de ce date interessieren, ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. Artemis-Akkorde schaffen ein juristisches Regime für Staaten, privaten Unternehmen, Aktivitäten im Bereich von der Exploitation von Weltraumressourcen zu ermöglichen. An der Sektion 10 von den Akkorden heißt es dazu, ich zitiere das auf Englisch, the signatories affirm that the extraction of space resources does not inherently constitute national appropriation under Article 2 of the Outer Space Treaty. Sind das Dispositionen der Regierung nur nicht kompatibel, die vom Outer Space Treaty und die von den Artemis-Akkorden interpretiert die Regierung Sektion 10 an das Wort inherently in diesem Kontext. Viertens, die Inzidenzen von den Artemis-Akkorden und der Anpassung vom Weltraumvertrag von 1967 auf Fragen der kommerziellen Exploitation von Weltraumressourcen. Lützeburg probiert an UNO-Vorrat den Droit international publik an einem Sinn weiterzuentwickeln, den die friedliche Nutzung vom Weltraum möglich macht. Die Universität Lützeburg als auch an die Erfahrung mit angebunden. Wegen Inzidenzen und Artemis-Akkorden auf der Arbeit von den UNO-Gremien, die das Weltraumrecht an einem internationalen Konsens sollen weiterentwickeln, notamment das Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, eine Frage, die auch an der Sektion 10, Paragraph 4 von den Artemis-Akkorden angeschwärzt wird, den heißt, the signatories intend to use the experience under the accords to contribute eben zu dem Development von dem Weltraumrecht, including through ongoing efforts to the COPUS. Gehen die Erbesten nicht durch Artemis-Akkorden de facto untergraben. Fünftens, Problematik von den Safety Zones. Der Vertrag von 1967 schreibt hier, dass toutes les régions des corps célestes doivent être librement accessibles. Und insistiert auch auf die friedliche Nutzung vom Weltraum. Sektion 11 von den Artemis-Akkorden, Deconfliction of Space Activities, schafft aber sogenannte Safety Zones rundherum, zum Beispiel ökonomische Aktivitätszonen für einen sogenannten harmful Interference und anderen zu verhindern. Als die Regierung der Meinung, dass die Safety Zones mit den Prinzipien vom Weltraumvertrag von 1967 kompatibel sind. Ich so nicht merci. Merci vielmals, Herr Kartheiser. Die Regierung wird gut. Den Herr Wirtschaftsminister Franz Payot.
Merci, Herr Präsident. Merci und den honorablen Fernand Kartheiser für seine froh zu diesem Artemis-Akkord, was mir erlaubt, ein Geheier an der Chambre darüber auch anzugehen. Denn ich meine generell für dich, als ich gesagt über Artemis, dass das wieder das Programm ist von der NASA, den Ziel hat 2024, die erste Frau an einen weiteren Mann auf dem Mond zu landen, und er wird darüber raus, für langfristig Mond Fuß zu fassen, sich dort zu etablieren, Infrastrukturen aufzubauen für die weitere Erforschung von anderen Planeten zu erleben, notamment den Planet Mars, für die dann seriös umzupeilen. Das Programm ist den seriösten und größten Programm, den es weltweit momentan an diesem Bereich gibt, und das ist also extrem wichtig für Lützeburg, hier mitzumachen, und das ist auch umso mehr wichtig für hier an dem ersten Gruppe, an dem Peloton de Tête, für 7 Länder dabei zu sein, die hier invitiert wurden. Das Objektiv von dem Artemis-Akkord ist eine gemeinsame Vision für die Gouvernance von unseren Aktivitäten zu etablieren, mit Prinzipien, mit Guidelines und mit Best Practices. Das soll mehr Sicherheit und Klarheit geben. Die Akkorde sind allein mit dem Prinzip, zu dem wir auch adherieren an unserer Initiative Space Resources, von der friedlichen Natur, von Weltraumaktivitäten, von Transparenz für Konflikte zu vermeiden, auch vom Commitment für wissenschaftliche Daten zu publizieren. Weil du die spezifischen Fragen angehen vom Fernand Kartheiser, du hast die erste bezieht sich auf die Lützeburg internen Prozeduren und die eventuelle Kontradiktion oder Inzidenz von dem Artemis-Akkord auf das Gesetz von 2017. Der nächste Punkt, den ich ganz klar sagen, dass die Regierung nicht der Meinung ist, dass der Titan ein Treaty ist, das ist eine politische Deklaration, die Prinzipien, die hier draufstehen, sie keine legal, juristisch bindend Verpflichtungen, und dafür für uns ganz klar kein Treaty, dem ist von der Chambre approviert. Das Akkorde sind von der Luxembourg Space Agency mit der NASA und dem State Department negoziert gehen. Also sind übrigens auch an enger Zusammenarbeit mit dem Außenminister ausgeschafft gehen, den natürlich genau dieselbe Meinung vertritt, wie die just gesagt haben. Die Artemis-Akkorde haben noch keine direkte Inzidenz auf das Gesetz vom 20. Juli 2017 über die Forschung und Nutzung von den Ressourcen vom Weltraum. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Und das ist auch etwas, was ihr thematisiert habt, Herr Kartheiser, dass den Artemis-Akkord hier und sich als Interpretation konfirmiert vom Outer Space Treaty von 1967. Und hauptsächlich der ganz wichtige Punkt, dass wenn etwas auf einem Planet findet und das du extrahiert, dass du eine Proprietät darauf ausüben. Ihr wisst, dass das, wir hatten die Diskussion en long et en large, wie man das Gesetz adoptiert in 2017, dass das eng froh ist, die diskutiert wird an der internationalen Doktrin. Da gibt es die Engmeinung an die anderen. Wir waren damals der Meinung, als sie noch heute gesehen hast, heute auch daran bestätigt, mit dem Artemis-Akkord, dass als Interpretation die richtig ist. Und das ist auch die sich hier am Artemis-Akkord rümpft. Das ist so, dass bei verschiedenen Aktivitäten, wenn wir die da machen am Kader vom Artemis-Programm, müssen die eventuell über Gesetz autorisiert gehen, nur der Natur von der Aktivität. Aber du wirst ja auch, dass wir da am Gange sind, ein Space-Gesetz zu adoptieren, das schon ganz weit fortgeschritten ist in der Chamberkommission, was demnächst in ein large Kader geht für Space-Aktivitäten. An Eisen an lest Gesetz, oder an den Namen von der Regierung lest Gesetz genug Flexibilität für die Kriterien von den Artemis-Akkorden zu konsiderieren, wann das dann nötig wird. Die Erfrohen über die limitierte Memberschaft von den Artemis-Verträgen angeht, an den Fakt, dass verschiedene Länder nicht dabei sind, aber auch die Inzidenz von den Artemis-Akkorden auf der Beste für die Anpassung vom Weltraumvertrag von 1967 und froh von der kommerziellen Exploitation von Weltraumressourcen. Du hast für dich mal gesagt, dass die Artemis-Akkorde für allem mal Regeln
opstellen für den Artemis-Programm. Das ist normal, dass just die Länder, die nur dans un premier temps dem Programm beigetreten sind, auch von denen Akkorden konzerniert sind. Die Akkorde repräsentieren, wie gesagt, das politische Commitment für eine Reihe von Prinzipien zu respektieren, für eine friedliche und durable Exploration vom Weltraum. Und als politische Guidelines stehen sie nicht am Weg von einem zukünftigen internationalen Kader über Space Resources Aktivitäten, wo der ganz recht tut, dass man als Lützeburg natürlich auch dabei sind an den verschiedenen Foren, wo das geschieht, hilft das bei der UNO oder auch am Kader von der Demarche von Den Haag. Artemis-Akkorden mentionnieren übrigens besoin für das Aspekt weiterhin noch zu kreusieren und auch den multilateralen Kader weiterhin zu diskutieren, weil das sieht für sich bewusst, dass den Outer Space Treaty von 1967 muss angepasst gehen. Das heißt, dass Dabechten bei der UNO auf alle Fall soll weitergehen, für die Frage von der kommerziellen Exploitation von Weltraumressourcen weiter zu klären. Aber wie gesagt, nein, wir sehen keine Kontradiktion zwischen diesem Akkord an denen Demarchen, an denen Diskussionen, die da en cours sind. Und au contraire, meinen wir, dass die Prinzipien von den Artemis-Akkorden da einen interessanten Input können sein, genauso wie die Resultate vom Hague International Space Resources Working Group, wo wir ja, wie gesagt, auch als Lützeburg stark daran impliziert sind. Was auch wichtig ist, und das ist für Berfro anzugehen, ob das nicht können diplomatische Inzidenzen durch entstehen, dass verschiedene Länder ausgeschlossen sind. Die Artemis-Akkorde sind für weitere Länder. Und in dem Kontext also ist wichtig auch zu betonen, dass NASA auch schon an Diskussionen ist mit einer ganzen Reihe anderer Länder, die interessiert sind, mitzumachen. Darüber hinaus wissen wir auch, dass wir als Lützeburg eine ganze Reihe bilateraler Akkorde haben am Kader vom Space mit anderen Ländern, die nicht unbedingt dabei sind, mit denen wir auch am Bereich vom Space zusammen schaffen. Dieser hat auch 400 Wochen einen Akkord mit der NASA unterschrieben, für beim Artemis-Programm mitzumachen. Und da stellt sich natürlich auch froh automatisch für diese Memberstaaten, ob sie den Artemis-Akkorden wollen beitreten. Die Relation zwischen dem Artemis-Akkord und dem Outer Space Treaty von 1967, da sind schon drauf angegangen. Ich bin der Meinung, die Regierung ist der Meinung, dass die Akkorden eine operative Umsetzung von den Verpflichtungen vom Outer Space Treaty sind und natürlich auf keinem Punkt in Kontradiktion sind mit dem Treaty. Schlussendlich über die Problematik von den Sicherheitszonen, die Artemis-Akkorden regeln eine zukünftige Zusammenarbeit am Weltraum für allem am Kader vom Artemis-Programm. Das Prinzip werden aber auch müssen operationell angesagt gehen am Kader von ganz konkreten Projekten, zum Beispiel dem Projekt, eben, wie gesagt, wo es um den Mond geht, an dem ein durable Etablissement von menschlichen Aktivitäten im Mond. An diesem Kader spielen die sogenannten Sicherheitszonen eine wichtige Rolle, und das ging auch an den Artemis-Akkorden adressiert. Und das ist eine praktische Umsetzung vom Artikel 9 vom Outer Space Treaty für Interferenzen und Konflikte zu vermeiden, was froh oder Remarque geht, mehr spezifisch zum Artikel, zu der Sektion 10 vom Artemis-Akkord an die Referenz auf inherently nachher, ich meine das klar, dass die Interdiktion, die am Outer Space Treaty vorgesehen ist, für Memberstaaten, für Etats signataires, für sich Planeten zu appropriieren, dass die nach wie vor gilt. Mir geht es eben um die Möglichkeit für die Utilisation von den Ressourcen und auch die Appropriation möglicherweise, wie das am Lützeburger Gesetz vorgesehen ist, für die zu leben. Nachher, ich sehe da keine Kontradiktion. Merci. Merci vielmals, Herr Wirtschaftsminister Franz Fayot. Denn Herr Kartheiser hat eine Zusatzfrage. Herr Kartheiser, wenn es geht. Ja, Herr Präsident, vielmals merci. Ich noch dem Herrn Minister merci für die Antworten, die uns gegeben hat. Ich wollte aber eine Zusatzfrage stellen, Herr Minister, und das ist die von der Interpretation von einem Treaty geht. Ich meine, wir haben heute zwei Staaten, mehr Staaten, sogar eine Reihe Agenturen, die
gegenüber wie hin selber gesucht hat, nämlich dass seiner Antwort Commitments für den Engagementer, die verpflichtend sind. Nummer war hier am Land Jurisdiktionen, die dazu geurteilt haben, eine Reihe Jurisprudenzen, die gesucht haben, all internationale Commitment für das zu benutzen, egal wie das heißt, ob das ein Memorandum of Understanding oder sonst irgendwie nur ein Vertrag, was auch immer, den für uns Obligationen mitzuspringen, muss ratifiziert gehen. Da haben wir noch für uns 2 Jahre wie Juridik gefragt am Parlament, weil die vor sich auch gestaltet hat, notamment im Bereich der Défense, weil man kein Geheimtreffen dürfen haben, was muss ratifiziert gehen, also auch publiziert gehen, aber was darf überhaupt geheim gehalten gehen. Das sind eine Reihe Elemente, die dazu führen, dass eigentlich die logische Konklusion ist, dass die Chambre muss ratifizieren, für konform zu sein zu unserer Konstitution und zu den Jurisprudenzen in dem Bereich. Dafür ist mein froh, Herr Minister, wie interpretiert hier die Legislativdispositionen an juristische Urteile am Kontext von diesem Akkord, dass wir nicht nutzen vollziehen, für welche Datei nicht sollte eine internationale Obligation sein, die dem Parlament muss zur Ratifizierung vorgelöscht gehen. Ich soll nicht mehr. Merci, Herr Karteiser. Ich gehe kurz zurück an die Regierung, den Herr Wirtschaftsminister Franz Fayo. Ja, Herr Präsident, ich kann Ihnen das wiederholen, was ich für dich schon gesagt habe. Ich höre das, was Herr Karteiser sieht. Nach ein Kehr haben Sie keine juristisch spannend Verpflichtungen an dem Akkord. Das sind politische Deklarationen, das sind ja oft Commitments, Commitment als etwas Ernstes wie eine Binding Obligation, das ein Engagement führt, auch zu den Prinzipien vom Outer Space Treaty zu adherieren, auf hier sie eben operationell am Kader von diesem Artemis-Programm umzusetzen am Esprit von dem Traité. Nach ein Kehr, das nicht als Lektür, das hat ein Traité gemacht gehen ist, und das auch nicht Lektür von den Services vom Außenministerium, die natürlich Connaissancen an die dort Avien auch kennen, an die sich das ganz bewusst sind, von einem Dokument wie der Titan ausgehandelt wird, an schlussendlich dann noch unterschrieben wird. Merci, Herr Fayo.